So, hallo zusammen, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite zu Hause. Ich liebe Fußball, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballspieler und mein Team, einfach nicht liebe, Rob St. Gallen, nein. Und mein Team spielt immer offensiv. Mein Team versucht immer Tore zu schießen. Und das Team von Jesus macht das genau gleich. Und darum, wie auch Dan gesagt hat, das passt genau zu meinem Intro heute. Wir müssen träumen. Wir müssen Ziele verfolgen. Und mein Ziel heute ist, mit uns, mit mir, weil ich predige natürlich zuerst für mich. Mein Ziel ist heute, wir haben jetzt in jeder Predigtserie, die Kirche ist unkaputtbar, immer diesen Vers gelesen. Und ich werde meine Kirche auf dem Felsen bauen und die Pforten der Hölle kann gegen sie nicht standhalten. Die Pforten der Hölle kann gegen die Gemeinde nicht standhalten. Das heißt, die Gemeinde, Jesus sieht seine Gemeinde als etwas, wo vorangeht. Und mein Ziel ist heute mit mir, mit dir, mit uns, mit euch im Fernsehen, dass wir heute in die Hölle gehen werden, die Toren der Hölle anklopfen werden und sagen, hey, es gibt noch Sachen von mir da drin, wo mir gehören. Come on, seid ihr dabei? Heute gehen wir ein bisschen offensiv im Spiel. Ich liebe Fußball. Und ich liebe diese Trainer, die offensiv den Fußball spielen lassen. Weil das hat Leben. Die Gemeinde ist genau das Gleiche. Gemeinde ist Leben. Mein Thema ist heute Familie. Also Familie und Church. Ich versuche einen Vergleich zu machen. Und was ich von der Familie gelernt habe, die Familie, sie besteht aus Beziehungen. Amen. Familie und Gemeinde, sie besteht aus Beziehungen. Und unsere Vorstellung manchmal von Familie ist immer, also bei mir war es so, ist alles so schön, Harmonie, Peace, Love, Friede, Freude, Eierkuchen, ist alles gut. Aber meistens ist die Realität anders. Meistens in der Realität, wir werden konfrontiert. Wir leben in einer Zeit, wo wir angegriffen werden. Aber darum sagt auch Jesus wieder zu uns, greift an, was dir gehört. Es gibt bestimmt Sachen in deinem Leben, wo du vielleicht denkst, wo du begraben hast, Träume, wo der Dan vorher gesagt hat, Träume, wo du vielleicht jahrelang geträumt hast, wo du auf die Seite gelegt hast oder gesagt hast, es ist vorbei, ich glaube nicht mehr daran. Aber ich will dich ermutigen, hol sie wieder vorne. Hol sie wieder das, was Gott in deinem Leben getan hat. Verheißungen, wo Gott über dein Leben gehabt hat. Verliere sie nicht. Amen. Come on. Amen. Was mir gefällt in der Bibel, wie Jesus uns sieht als Gemeinde. Wir sehen immer das Bild der Gemeinde oder uns als Christen immer die Schäfchen. Die Schäme, wo immer dem Pastor nachlaufen. Das hat natürlich ein Pastor gerne, oder? Wenn seine Schafe ihm immer folgen. Aber das ist nur ein halbes Bild von der Gemeinde. Weil die Leute draußen denken immer, die sehen uns alle immer dumme Schöfli. Entschuldigung für den Ausdruck. Dumme Schäfchen auf Hochdeutsch. Die sagen zu allem Ja und Amen, die Schwachen, die werden geschlachtet aber die kann man auffressen. Aber Jesus hat auch noch ein anderes Bild, eine andere Charaktereigenschaft. Und das ist der Löwe. Und wenn ihr einen Löwen seht, der tönt ein bisschen anders als ein Schäfchen. Und ich war letzte Woche mit meinen Kindern im Zoo. Da hat der Löwe gebrüllt und du hast richtig Ehrfurcht bekommen. Und genau das hat Gott in uns gelegt, diese Eigenschaft eines Löwens. Wisst ihr, der Löwe ist nicht das stärkste Tier im Dschungel. Er ist nicht der Größte. Aber er hat eine Eigenschaft, wo ihn so respektvoll macht. Wo die Tiere sagen, wow, der ist der König, von dem muss ich mich beugen. Er ist mutig. Und wenn der Löwe einen Elefant vor sich sieht, der Elefant ist 10-mal größer und 100, keine Ahnung, für Gewicht mal schwerer als er. Aber wenn der Löwe einen Elefant sieht, wisst ihr, wie er ihn sieht? Wow, das ist mein Mittagessen. Das ist mein Lunch.
Und ich glaube, dass diese Eigenschaft müssen wir wieder nach vorne holen, wir als Gemeinde. Wir sind auch Löwen, wir können auch brüllen. Amen. Come on, wir können auch brüllen. Brüllen wir mal zusammen. Brüllen wir mal zusammen, hä? 1, 2, 3. Roar! Und wenn wir heute in die Hölle gehen und am Tore der Hölle anklopfen, werden wir nicht die Chefchen sein, sagen, sondern heute werden wir in die Hölle gehen und sagen, Roar! Come on, Gemeinde. Amen. So, also, Familie, hä? Muss ich natürlich von meiner Familie erzählen. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Riane. Habe 2 wunderbare Kinder, Samuel und Gabriel. Und 6, wo schon beim Herrn sind. Und Gott ist wirklich gut. Familie, ich habe Leidenschaft für Familie. Ich liebe Familie. Es ist eine Herausforderung. Und ich liebe natürlich auch die Church. Weil wir können das wirklich, das, was ich heute sage in Bezug zur Familie, können wir auch mit der Kirche immer wieder in Verbindung stellen. Weil Familie ist Beziehung. Familie, da ist Action. Familie ist Leben. Familie ist Krach. In Familie wird's laut. Oh, sehr laut bei uns. Ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn manchmal denken über uns. Ich komme gerade zum Start vom ersten Bibelvers. Und zwar beschreibt hier, oder gehen wir eigentlich zum Ursprung, die Idee Gottes über die Familie. Manche denken, ja, die Familie ist so ein Zufallsprodukt. Nein, die Familie ist ein Projekt von Gott. Und alles, was Gott erschaffen hat, ist gut. Sogar Gott hat sich selber gelobt. Das ist gut. Okay, wenn Gott sagt, das ist gut, dann ist es auch gut. Auch wenn die Menschen sagen oder die Gesellschaft sagt, nein, das ist ein altes Modell, ist verjährt. Oder? Das hören wir manchmal. Weil es 50% Scheidungsraten gibt, ist es nicht mehr so gut. Nein, das, was Gott für gut heißt, das ist gut. Come on, Leute. Familie ist gut. Familie ist gut. Und dann im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, 27, Gott sprach, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Dann Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Als Mann und Frau. Ich habe den Titel meiner Message eigentlich heißt Familie unvollkommen, aber unbesiegbar. Unvollkommen, aber unbesiegbar. Der Titel kam von meiner Frau Riane. ich hatte so einen Titel, wo sehr komisch war und darum ist es gut, dass wir auch die bessere Hälfte mit uns haben. Amen. Riane ist meine schönere Hälfte, meine bessere Hälfte. Sie hilft mir dort, wo ich nicht weiterkomme. Und das ist auch der Plan Gottes für die Familie. Wir haben immer so komische Vorstellungen. Wir denken immer, oder beziehungsweise, wir denken immer, wenn die Hochzeit da ist, dann ist alles gut. Dann haben wir Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe hier geschrieben, die Gemeinschaft oder die Ehe beginnt ja mit Ja, ich will. Ich glaube, die Verheirateten unter uns können sich erinnern, wo der Pfarrer oder der Pastor gesagt hat, Thomas, willst du deine Braut, Riane, mit dir die Ehe im Bund schließen, bis der Tod euch scheidet? Und dann, die Emotionen sind da. Und oft ich habe hier 3 Prinzipien aufgeschrieben für einen Bau einer Traumehe. Ich gehe jetzt auf die Vorbereitung einer Ehe ein. Es ist wie ein Fußballspiel. Kommen wir wieder auf Fußballspiel. Wir sehen immer, wie die Mannschaften am Spieltag spielen, aber wir sehen nicht, wie sie sich darauf vorbereiten. Und die Vorbereitung ist die halbe Miete oder sogar mehr für ein gutes Spiel. Ich kann mich erinnern, wir hatten so einen Trainer gehabt, der hat uns immer auf den Gegner eingestellt. Sag mal, wir spielen jetzt gegen sowieso und die spielen so, die haben diese Nummer 10, auf den müssen wir so aufpassen, der ist gefährlich. Und es gibt Mannschaften, wo sogar Scouts, nennen wir die gehen Spiele vom Gegner zu beobachten, damit sie, wenn das Spiel da ist, vorbereitet sind. Damit es keine Überraschungen gibt. Aber wir sind oft so, wir gehen durch unsere Ehe, so mit dieser
rosarote Brille. Stell doch vor, das ist eine rosarote Brille. Hä? Wir sind so unvorbereitet, wir gehen so, ja, ist alles so schön und es kommt sowieso gut und ja, so schön. Ich bin 8 Jahre verheiratet. Und wir haben oft eine falsche Vorstellung von Ehe, von Familie. Wir denken immer, also jetzt die Jugendlichen natürlich sind voll, hören gut zu, oder? Wir denken, Ehe ist nur Sex. 6 am Morgen, 6 am Mittag, 6 am Abend, die ganze Zeit, bam, 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 oder? Kann sein, dass es am Anfang so funktioniert. Weil wir haben ja die rosa-rote Brille an. So, dann sieht man alles, das ist ja schon schön. Die Unterhosen liegen am Boden. Da, Schatz, ich nehme es auf für dich. Du lässt die Socken da liegen. Ist doch kein Problem. Und dann geht es weiter. Aber das geht nur eine Weile so. Ich sage es euch, bis er nachher kommt. Und viele bereiten sich gar nicht vor auf diese Phase. Weil die Ehe, kennen wir jetzt als Ehe, weil Jesus viel die Gemeinde als Ehe verglichen hat. Die Ehe ist die wichtigste Entscheidung, nachdem du dein Leben Jesus gegeben hast. Weil du lebst mit dieser Person für immer. Und wenn du falsche Entscheidungen triffst, kann die Ehe als Trauma sogar die Hölle werden für viele. Und ich glaube, viele haben keine gute Ehe, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Sie haben sich nicht darauf eingestellt. Es ist sehr wichtig, dass wir uns vorbereiten, was auf uns zukommt. Es ist wie weil die Leute nehmen sich manchmal viel mehr Zeit, wenn sie zum Beispiel ein Auto einkaufen gehen. Dann gehst du das erste Mal, machst du mal eine Testphase, oder? Und denkst du, dann gehst du das zweite Mal, schaust die Innenausstattung, oder? Airbags, Lederseats und ABS und alles. Und dann dritte Mal gehst du nochmals und schaust, wie viel PS hat es drauf. Also du nimmst richtig Zeit für das. Zeit und Geld investierst du für das, bis du dein Auto kaufst. Aber mir oft, oder viele, wenn sie sich auf die Ehe vorbereiten, also nicht vorbereiten oder einfach heiraten oder den Partner aussuchen, sie stellen keine Kriterien. Sie sagen einfach, wow, die hat eine schöne, das ist mein Frau. Also wir Männer sind so. Und die Frauen schauen dann den Mann erst so mit seinen Muckis. Wow, das ist der Mann. Aber sie schauen nicht, was für Charaktere, was für Eigenschaften dieser Partner hat. Und oft genau durch diese, dass wir uns nicht Zeit nehmen für das, treffen wir falsche Entscheidungen und dann geht es in die Hose oft, leider. Wir haben ja in der Schweiz, glaube ich, 50% Scheidungsrate und das ist eine sehr traurige Statistik. Müsste nicht sein, wenn wir uns auf das vorbereiten würden. Und das passiert auch bei uns in der Gemeinde. Wir sind so Christen, so wir schauen, es kommt schon gut, Gott macht es schon für uns, wir bereiten uns gar nicht vor als Leben als Christ. Wir sind unvorbereitet. Und genau in diesem Moment gehen wir dem Teufel die Bresche. Weil er kommt dann, wenn wir in unserer Ignoranz, wenn wir Sachen nicht verstehen, nicht wissen, in unserer Unwissenheit, ist oft der Teufel am meisten aktiv. Er heißt ja, er ist der Prinz der Dunkelheit oder der Finsternis. Und Finsternis ist ja die Ignoranz oder die Unwissenheit. Und darum ist es so wichtig, auch wir als Christen, dass wir uns vorbereiten, wenn wir wirklich ein Leben mit Gott führen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Ich sage es immer wieder, es ist einfacher, im Internet ein bisschen Zeitschriften zu lesen, es ist einfacher, stundenlang auf Facebook die Messages anzuschauen, als die Bibel zu lesen. Es ist ein Kampf, es ist ein riesen Widerstand, auch für mich. Aber Gott will, dass wir nicht keine Ignoranten sind, sondern er will, dass wir in das Licht wandeln. Licht heißt ja Erkenntnis. Und je mehr Erkenntnis wir haben, wer wir sind, je mehr wir Erkenntnis haben, was Gott eigentlich für uns hat, dann leben wir auch anders. Dann gehen wir auch fallen wir weniger in diese Versuchungen vom Teufel rein. Weil er kommt, er ist der Verführer, wie im Garten Eden. Ihr kennt alle diese Geschichte. Und er kommt ja nicht mit seinen 2 Hörnern und sagt, sondern er kommt immer so als Verführer. Hat Gott das wohl gesagt? Er versucht immer Zweifel in uns. Hat Gott wirklich gesagt, dass du eine Tochter Gottes bist, ein Sohn Gottes? Hat Gott wirklich gesagt, dass du so träumen kannst und diese Verheißung hast über dein Leben?
Und wenn wir nicht gefestigt sind, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir uns nicht vorbereiten in unserem persönlichen Leben mit Gott, dann sage ich, ja, das stimmt. Ich glaube, du hast recht. Das passiert oft mit uns und fallen wir runter. Amen. Das ist nicht so eine gute Botschaft. Es ist alles so ruhig. Come on. Die Gemeinde ist Leben. Amen. Ich liebte, wenn ich Fußball spielte. Ich liebte, wenn die Fans mitfeierten und da dabei waren. Und manchmal fluchten sie auch. Aber es war Action, es war Leben da. Und das sind wir auch, wir als Gemeinde. Wir dürfen auch unsere Emotionen zeigen. Amen. Come on. So, darf mich nicht verlieren. Und der zweite Punkt, wo wichtig ist für uns, dass wir unsere Identität kennen. Und die Rolle, wo Gott eigentlich für uns hat. Oft haben wir ein so falsches Bild von unserem Partner. Weil wir sind verschieden. Wir denken, ja, wir sind alle gleich. Klar, wir sind vor Gott gleich, aber wir sind verschieden. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Männer und Frauen sind nicht gleich. Einige schauen mich so an und denken, yeah, was sagst du da? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gehe mit Dan, als Familie Uka, gehe mit Familie Zeltner und Familie Baltos, sagen wir, im Restaurant zusammen essen. Dann steht Riane auf und sagt, ich muss aufs WC. Dann geht sie zu Luana. Luana, ich muss schnell aufs WC. Sagt Luana, okay, komm auch mit. Dann geht Luana zu Stefanie. Sagt Stefanie, kommst du auch mit? Gehen wir zusammen ins WC mit Riane. Eigentlich muss nur Riane ihr Geschäft machen, oder? Und die anderen zwei sind da und schwatzen miteinander. Jetzt stell doch vor, ich muss aufs Klo gehen und sage, Dan, ich muss aufs Klo. Kommst du auch mit? Denkt ihr, dass er nachher zum Kochen geht und sagt, Koche, hey, der Thomas muss aufs Klo, kommst du auch mit? Und ich muss mein Geschäft machen und die schauen dazu und quatschen miteinander. Hä, glaubt ihr, dass wir das machen? Bestimmt nicht. Wir sind anders. Männer sind anders als Frauen. Auch beim Sex. Der Mann, wenn er Sex macht, der denkt, boah, ich gehe voll drauf los. Bam, bam, bam. Ich bin verheiratet, ich darf das sagen. Aber die Frauen, ihr wisst ja, der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Aber die Frau nimmt immer noch ihre Seele mit. Da kommst du, der Mann kann warten, bis es losgeht. Und die Frau ist da und dann schaut sie dich an und sagt, ja, ich brauche noch eine Waschmaschine, müssen wir noch kaufen. Und heute der Gabriel, ja, er hat das gehabt und der Samuel. Und du bist da und sagst, wann geht's los? Wann geht's los? Und, aber die Frau hat ihre Seele. Und das ist halt so. Wir sind anders. Wir sind anders. Und dann letztes Mal, wo wir mit dem Core-Team waren, wir haben dann gesagt, kochen wir etwas zusammen und dann besprechen wir so einige Themen. Und dann waren wir da und dann war der Joel war da mit dem Hamburger beschäftigt, ich war da mit meinen Tomaten und Rebi war auch da und Jeanette und Rebi waren da mit dem Salat und dann begann Rebi zu reden, oder? Weil Dan hat gesagt, wir besprechen einige Dinge da. Und dann begann Rebi, sie war da am Salat machen und am Reden. Ich war beschäftigt mit meinen Tomaten. Ich muss die Tomaten genau so schneiden, da genau so die Tomaten. Und der Joel war so beschäftigt mit seinem Fleisch und als ich mit den Tomaten fertig war, waren wir drei, ich, Dan und Koche da um den Fleisch herum und Rebi war am Quatschen. Ja, und das können wir noch machen, das und das und das. Aber keine Reaktion von uns Männern. Wir sind anders. Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das geht nicht. Riane ist da am Kochen mit dem Handy und schaut die beiden Kinder an und alles. Wir können das nicht. Wir müssen das akzeptieren, dass wir anders sind. Amen. Aber das ist auch gut so, weil Gott uns so gemacht hat. Come on. Gott hat uns verschieden gemacht. Gott hat uns auch hier verschiedene Personen in die Gemeinde gebracht. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind anders. Come on, Gemeinde, wir sind anders.
Haben wir diese Erwartungen, dass der andere genau gleich sein muss wie ich. Wir denken, mein Bruder, weil ich so bin, weil ich es so handle, muss es der andere auch genau gleich machen. Nein, wir sind anders. Wir sind hier, um uns zu ergänzen. Wir sind hier als eine Gemeinde, wo Gott uns zusammengeführt hat. Wir sind das Leib. Jeder hat seine Funktion hier. Amen. Und jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Jeder von uns hat seinen Platz. Wieso machen wir so, ja, er ist auf der Wiene. Warum bin ich nicht da? Ja, der Thomas ist jetzt am Predigen. Warum darf ich nicht predigen? Und manchmal schauen wir manchmal in Sachen, wo das gar nicht fördern. Komm mal Leute, wir haben unseren Platz in der Gemeinde. Jeder hat seinen Platz im Reich Gottes. Es liegt an uns, unseren Platz zu finden. Come on, es liegt an uns. Ist auch in der Familie mit der Ehe wieder. Ich komme wieder mit der Ehe. Jeder hat seinen Platz. Wir denken immer so, eine meiner Lieblingsstellen ist immer so, der Mann ist der Haupt der Familie, oder? Die Frauen müssen sich unterordnen. Aber oft verstehen wir auch das Bild falsch, weil Gott hat nie gewünscht, dass der Mann seine Frau beherrscht. Gott hat nie gewünscht, dass es eine Dominanz zu Hause gibt. Heutzutage ist es umgekehrt. Manchmal sind ja die Frauen, die sagen, wo es lang geht. Sondern wir sind zusammen, wir gehen zusammen. Das ist Leadership. Das ist Leadership. Wir sind da, wir dienen einander. Wir sind füreinander da. Und nicht da von oben unten und herrschen da gegeneinander. Ich komme von einer orientalischen Hintergrund, ich bin Aramäer. Und dort sind diese Gesetze ein bisschen anders. Und da ist es der Mann, der sagt, wo es lang geht. Und die Frau verkriecht sich manchmal. Aber das hat Gott nicht für uns, auch als Gemeinde. Der ist nicht da und ist der Herrscher da und sagt, hey, ich bin der Boss und ihr, come on. Nein, wir sind zusammen, wir sind ein Team. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir als Team arbeiten. Amen. Wir sind im Siegesteam. Come on. Der dritte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, kein Platz für dein Ego. Das ist überhaupt nicht einfach. Weil der Ego ist etwas, wo immer auf uns gerichtet ist. Wir sagen immer diesen Spruch, wir sagen immer so, oder wir versuchen immer so zu tun, als wären wir die Wichtigsten in unserer Haltung. Oft sprechen wir das nicht aus. Oft sprechen wir das nicht aus mit unserem Mund, sondern mit unserem Lebensstil, wo wir führen. Wir wollen Aufmerksamkeit, dass die Aufmerksamkeit uns gerichtet ist. Aber Jesus hat uns gezeigt, was es heißt, Leadership zu haben unter der Gemeinde auch. Jesus hat sich gedemütigt. Jesus hat sich klein gemacht. Es gab diese Szene, wo die Jünger gesagt haben, wer ist der Größte unter uns? Und dann hat Jesus eine riesige Lektion ihnen erteilt. Wer der Größte von euch sein will, der stelle sich unter. Der sei der Kleinste, der sei der größte Diener. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch für uns will, auch als Ehe, mit seinem Ehepartner, wo Gott will solch ein Leadership haben. Wir sind da, um uns gegenseitig zu dienen. Ich bin da, um mein Haus zu dienen. Ich bin da für meine Familie. Amen. Und Jesus, wie gesagt, im Johannes Kapitel 13, diese Szene, wo Jesus die Fuß von seinen Jüngern gewaschen hatte. Eine fantastische Szene, wo uns eine riesige Lektion gibt, wie wir als Gemeinde uns gegenseitig dienen sollen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Hier steht im Vers 4, ich habe jetzt Johannes Kapitel 13, ich habe nicht den ganzen Text genommen, steht so, stand er auf, also Jesus stand auf, legte sein Übergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Vers 5. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Stellt euch diese Szene vor. Jesus, der Leader, und wir müssen es verstehen, eine kurze Zeit später haben sie ihn alle verlassen. Sie haben ihn verleugnet, verlassen, alleine gelassen. Und Jesus wusste das. Jesus wusste, als er sich
sich vorbereitete. Und dieser Job als Fußwäscher, dazu mal, es gab so eine Hierarchie bei den Dienern. Und der Fußwäscher, der war der niedrigste von allen. Und Jesus nahm sich, als er niederkniete, die Füße wusch und sagte, der wird mich verraten. Der wird mich verleugnen. Aber Jesus hat sich so gedemütigt und gesagt, ich mache es. Jesus zeigte uns, er gab uns eine riesige Lektion, wie wir miteinander umgehen sollen. Und oft sind wir, wenn wir in die Gemeinde kommen, oder Leute, wo wir uns etwas Sachen antun, wo uns nicht so gefallen, kehren wir oft den Rücken. Sagen, mit dieser Person will ich nichts zu tun haben. Wir müssen bereit sein, uns zu demütigen. Bereit sein, die Füße meiner Geschwister zu waschen. Amen. So, die Zeit rennt mir davon. So. Ich habe Punkt 2 geschrieben. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Wir erleben Enttäuschung in unserem Leben. Wir erleben Enttäuschung. Es kommen Enttäuschungen in unser Leben vor. Es gibt diese Szene in Matthäus Kapitel 1, Vers 18 bis 24, wo Gott also der Engel Gabriel zu Maria kam und zu ihr gesagt hatte, du wirst schwanger werden, du wirst den Messias gebären. Und als Josef, stell dir vor, die Szene, ich kann jetzt nicht im Detail reingehen, aber stell dir Josef vor, er hat sich natürlich gefreut, wow, meine Frau, meine zukünftige, und dann kam sie zu ihm, oder der Engel, und plötzlich sah der Bauch ein bisschen runder, oder? Stell dir vor, was durch ihn ging. Das wäre doch ein Grund zu sagen, hey, leck mach doch, oder? Und er wollte auch, er hatte vorgehabt, sich von ihr zu trennen. Er hatte vorgehabt, sich von ihr zu trennen. Stell dir vor, wenn sie zu ihm kam, Schatz, es kam der Gabriel zu mir, ein Engel, und er hat gesagt, ich werde ein Kind gebären. Ich werde sagen, hey, ich will den Gabriel kennenlernen, oder? Wo ist der Gabriel? Nein. Aber was hier interessant ist, Gott hat zu ihm gesprochen durch einen Engel im Vers 24 und er sagte zu ihm, hey, Josef, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir nehmen, denn was hier gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein oder wir müssen die Fähigkeiten haben, die Stimme Gottes zu hören. Wir müssen die Fähigkeiten haben, die Stimme Gottes zu hören. Wir haben oft viele Gründe, um uns zu trennen. Oder wir trennen uns oft wegen Kleinigkeiten. Oft gibt es Scheidungen auch oder Spaltungen unter uns wegen Kleinigkeiten. Er hat mich schief angeschaut. Heute hat der Thomas mit mir nicht gesprochen. Ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Das ist mit ihnen nicht passiert, weil sie eine lebendige Beziehung mit Gott gehabt haben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ein großer Schlüssel für uns, auch als Gemeinde, wenn wir bestehen wollen, dass wir persönliche Beziehung mit Gott haben. Dass wir bereit sind, seine Stimme zu hören, bereit sind, bevor wir unsere Entscheidung jetzt entschließen, nein, ich höre mal die Stimme, was hat Gott zu sagen? Und wenn wir diese Sensibilität haben, dann kann Gott große Geschichten mit uns machen. Amen. Und zum Schluss noch, habe ich noch? Come on, das ist gut, das gefällt mir. Danke, Dan. Matthäus Kapitel 16, Vers 16 bis 23. Das war auch eine fantastische Szene, wo Petrus diese Offenbarung hatte, wo die Jünger zusammen waren, auch als Gemeinde, als Church. Und dann kam diese große Offenbarung, die er gehabt hat. Er hat ja gefragt, Jesus hat gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann, was denkt ihr? Und dann sagt er so, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, was für eine Offenbarung. Stellt doch Petrus vor, als er das gesagt hatte. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, nicht Blut oder Fleisch hat dir das offenbart, sondern Gott vom Himmel. Wow. Stell dir vor, wenn wir so Lob bekommen, wir haben immer so die Tendenz, dass wir dann ein bisschen überheblich werden, oder sagen, oh, jetzt weiß ich alles, oder jetzt bin ich der Leiter vom Kids Ministry, jetzt bin ich der Boss, oder ich bin jetzt der Worship Leader, was willst du mir sagen, jetzt bin ich check's, jetzt darf mir niemand was reinreden. Und
Und das passiert oft mit uns. Wir haben kommen in so eine arrogante Haltung. Wenn wir befördert werden, wenn es uns ein bisschen gut geht, oder? Dann denken wir, kommen wir jene zu nahe. Und das ist mit Petrus auch passiert. So eine riesige Offenbarung von Jesus bekommen. Er hat sich gedacht, jetzt bin ich der Jünger. Und kurze Zeit später hat ja Jesus gesagt, ich werde durch Bedrängnis gehen, ich werde sterben, aber ich werde auch verstehen. Und dann kam Petrus und sagte, Jesus, komm mal her. Steht ja im Vers. Er nahm ihn beiseite. Sie waren eigentlich in der Gemeinschaft, in der Church. Und das passiert oft, wenn du dich von der Gemeinde entfernst. Da kommen die dümmsten Ideen. Und das ist auch das Ziel des Teufels. Er versucht uns von der Gemeinschaft zu entfernen. Weil wenn du von der Gemeinschaft entfernt bist, weil bestimmt, wenn Petrus da mit seinen Leuten zusammen wäre, dann kam sicher Jakob und sagte, hey, heb den Schnabel, du. Bist ruhig, was du sagst. Aber diese Möglichkeit gab es nicht. Und dann kam er zu Jesus und sagte, Jesus, komm mal hierher. Ich habe jetzt diese Offenbarungen bekommen. Ich bin jetzt dein Lieblingsjünger. Come on, was erzählst du da? Das darf doch mit dir nicht passieren. Nein, hör auf. Das ist Schwachsinn. Hör auf mit dem. Und wie war die Antwort von Jesus? Vers 23. Da wandte sich Jesus und sprach zu Petrus. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Wow, was für starke Worte. He? Und in Aramäisch wird es ungefähr so tönen, weil Jesus hat Aramäisch gesprochen. Scharfemuch shido, makshat merke. Aber was mir an dieser Geschichte gefallen hat, Petrus war weiterhin der Jünger von Jesu. Wir werden enttäuscht, wir werden frustriert, wir werden verletzt. Ich glaube nicht, dass nach so einem Wort Petrus so ein Luftdings gemacht hat, sondern ich dachte, ich bin der Boss. Ich dachte, ich bin der. Aber er wurde enttäuscht, er wurde verletzt. Wie reagieren wir, wenn wir verletzt werden? Wie ist unsere Reaktion, wenn ein Bruder zu uns kommt oder zur Rechtweisung kommt? Sind wir bereit, um Kritik zu empfangen? Wir sind heute so sensibilisiert. Wir dürfen heute gar nichts mehr sagen. Wir sind schnell in einer Opferrolle. Aber ich glaube, heute will Jesus, er will Heilung bringen in unserem Leben. Aber es hängt von uns ab. Sind wir bereit, zur Rechtweisung zu empfangen? Sind wir bereit zu sagen, das hat wehgetan? Oder sind wir bereit, Situationen zu konfrontieren, dass wir nicht verstehen? Wir haben ja Gott hat unseren Sohn beschenkt mit Gabriel, ein riesiges Wunder. Eigentlich menschlich, also medizinisch gesehen nicht möglich gewesen. Und als er auf die Welt kam, war eine riesige Freude natürlich für uns, oder? Aber dann kam die Hiobsbotschaft. Er hat eine Krankheit, die unheilbar ist. Das war natürlich im ersten Moment ein Schock, ein bisschen auch enttäuscht. Ich gesagt, wow, Herr, wir sind immer in der Gemeinde, wir sind doch deine treue Diener. Warum passiert das mit uns, oder? Wie reagieren wir auf solche Situationen? Auch in der Gemeinde, mit uns persönlich. Sind wir bereit, uns Gott ganz hinzugeben? Sind wir bereit, zu sagen, Gott, ich muss nicht alles verstehen, aber ich vertraue auf dich, dass du das Beste für mich hast. Come on, guys. Als wir das mit Gabriel passiert ist, haben wir ihn genommen und haben gesagt, es ist für die Herrlichkeit Gottes. Wir verstehen das nicht, aber es ist für die Herrlichkeit Gottes. Er wird sein Zeugnis geben, er wird eines Tages sagen, Jesus hat mich geheilt. Oder Jesus hat das gebraucht für etwas Größeres. Come on, guys. Manchmal sind wir so sensibilisiert, wir sind nicht bereit zu hören, wir sind nicht bereit, zur Rechtweisung zu empfangen. Aber Gott will, dass wir reife Christen sind. Es ist Zeit, die Gemeinde. Es ist unsere Zeit. Die Welt da draußen lehrt sich nach der Gemeinde Gottes. Es ist unsere Zeit. Es ist Zeit, dass die Löwen sich erheben. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und herausbrüllen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und sagen, hey, wir sind ein Team. Es ist die Zeit, dass wir nicht uns gegenseitig fertig machen. Und in der Kleingruppe auch. Wenn wir Probleme untereinander haben, dass wir die lösen. Es ist unsere Zeit, Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir zusammenstehen, als eine Einheit, wenn wir uns zusammen ein Ziel verfolgen, dann werden wir den Unterschied machen. Ich bitte euch aufzustehen.
Auch ihr zu Hause, legt eure Hände auf eurem Herz. Ich glaube, heute will Jesus vor allem uns hier drinnen heilen. Er will uns bereit machen. Vielleicht musst du dich verändern. Ich hatte ein Problem in mir. Das war Zorn. Ich bin ein temperamentierter Mensch, aber ich hatte noch dazu Zorn. Dann ist es so, könnt ihr euch vorstellen. Und das hat mich... Und meine Frau hat manchmal darunter gelitten. Wenn ich manchmal, es war einfach zu Dings. Das hat... Und ich dachte, ja, ich bete, ich faste dagegen. Es hat nicht funktioniert. Es wurde immer besser, aber es war immer noch da. Aber es gibt Sachen im Leben, wo du auf Leute zugehen musst. Es gibt Sachen im Leben, wo Gott Geschichte macht, die Geschichte ändern will mit anderen Menschen. Und dann war Helen Monk hier und dann diesen Befreiungsdienst gemacht hat hier und dann dachte ich, okay, ich gehe da hin und ich helfe mitzubeten. Aber dann kam dieser Moment, wo der Heilige Geist mich darin hat, hey, du bist auch dran, Junge. Nicht nur die anderen. Weil oft gehen wir immer solche Befreiungsdienste und schauen auf die anderen. Aber uns selber, ja. Und er hat mich konfrontiert. Er hat mich richtig hier konfrontiert. Und ich dachte, nein, ich wäre lieber krank, da könnte ich sagen, ich bete für meine Krankheit. Aber für Zorn, das ist etwas, hier drinnen, niemand bekennt gerne seine Sünden. Da braucht es richtig Mut. Wir sind Löwen. Es braucht Mut. Und ich habe mir den ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe gesagt, ja, Englisch kann ich nicht. Dann versteht sie mich nur die Hälfte. Und dann war Dan da in der Nähe. Dan, kannst du mich übersetzen? Und solche Zeugs versuchst dann immer leiser zu werden, weil du willst, dass niemand das hört, oder? Ja, wir schämen uns. Aber es ist ein Kampf, den wir haben. Aber ich sage euch, und sie hat für mich gebetet, ich bin nicht am Boden gefallen und keine Hurra! Aber es ist was passiert in meinem Leben. Und ich sage euch, und meine Frau ist Zeugin, ich wurde von dem befreit. Ich habe eine Befreiung erlebt, nicht augenblicklich, aber puff, manchmal sehe ich, meine Reaktionen sind anders. Weil ich den Mut hatte, meine Situation zu konfrontieren. Und aber heute will Gott dich herausfordern. Ich habe noch andere Situationen, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch noch Sachen, wo ich Gott hinlegen werde heute. Wo Gott sagt, komm, übergib es mir. Es kann sein, Sachen, wo Gott sofort macht. Es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du Hilfe aufsuchen sollst. Wo du bekennen sollst. Wir sind da, wir im Team. Und keiner wird dich richten für deine Fehler. Keiner wird sagen, hast du Probleme mit Pornografie? Hä? Was bist du für ein Christ? Nein, du bist mutig, wenn du das bekennst. Du bist mutig, wenn du sagst, das ist meine Schwäche, hilf mir. Ich schaffe es nicht alleine. Ich schaffe es nicht, ich habe Fresssucht. Ich bin zusammengenommen, ich hatte das auch in der Corona-Krise. Ich bin richtig auseinandergegangen. Aber heute, sage ich euch, ist Jesus da. Und ich bin überzeugt, auch du zu Hause, er will dich heilen. Come on, Jesus ist da, um die Werke des Teufels zu zerstören. Darum bitte ich dich, schließe deine Augen. Machen wir zusammen ein Gebet. Herr Jesus, du bist der gleiche wie gestern, heute und in aller Ewigkeit, Herr. Und du bist unser Heiler. Und ich bitte dich jetzt im Namen Jesus, Herr, dass du in die Herzen der Menschen sprichst. Heilungen passieren können, Herr. Befreiungen, Herr. Überführungen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Herzen überführen kannst. In diesem Moment. Vielleicht auch solche Menschen, wo von deinem Weg abgewichen worden sind. Menschen, wo enttäuscht worden sind, Verletzungen erlitten haben. Aber auch du hast das erlitten, Herr. Und du hast überwunden. Und ich spreche das aus, Herr, aber über uns, dass jeder, wo in dieser Situation durchgeht, dass er mehr als Überwinder ist. Dass er wieder zurückkehren kann in deinem Haus. Dass er wieder zurückkehren kann zu dir, Herr, im Namen Jesus. Amen. Ich danke euch im Livestream für eure Teilnahme und wünsche euch einen gottesreichen Segen und einen schönen Sonntag. Vielen Dank.